als der Frauenkrieg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fast von 66 Jahren, am 30. April 1945, wurde das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück von der Sowjetarmee befallen. Die nach Ravensbrück Deportierten stammten aus über 14 Nationen. Unter den Betroffenen waren auch tausende Ukrainerinnen. Aber der Tod, das menschliche Leid und der Schmerz kennen weder Grenzen noch Nationalität. 10.000 Menschen wurden ermordet, starben an Hunger, Krankheiten oder durch medizinische Versuche. Dieser Ort spricht eine deutliche Sprache über Unmenschlichkeit, Gewalt, Terror und Mord. Sie rufen Sorge dafür zu tragen, dass sich so etwas nie wiederholt. Heute trauen wir um die Kriegsopfer und erweisen den Überlebenden unseren Respekt. Durch ihre Teilnahme am heutigen Gedenkveranstaltung setzen Sie ein Zeichen der Versöhnung und damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur gegenseitigen Verständigung. Möge unser gemeinsames Erinnern und Inhalten helfen, Brücken zu bauen, über Grenzen und Generationen hinweg zu verbinden. Der große deutsche Dramaturg Bertolt Brecht schrieb in seinem berühmten Gedicht an die Nachgeborenen im Jahre 1938, ich zitiere: Was sind das für Zeiten, mein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Unordnung einschließt. Wer sich nicht erinnert, wird keine Zukunft gewinnen. Es ist vollkommen. Mit der Erfüllung dieser Gedenktafel gedenken wir den Umgekommenen und danken den Überlebenden für ihren Mut und Tapferkeit. Gestatten Sie mir, bei allen, die dazu beigetragen haben, diese Gedenktafel anzubringen, recht herzlich zu bedanken. Dadurch ist unser historisches Gedächtnis das beste Manual für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Wir danken Ihnen. Während des Zweiten Weltkrieges mussten die Ukrainer zusammen mit vielen anderen Nationen schwere Verluste von den NS-Händen hinnehmen. Besonders grausam war der Tod und das Leiden von Hunderttausenden Söhnen und Töchtern des ukrainischen Volkes, die Hitler Stacheldraht gebracht haben. Die Erde, auf der ein jedes dieser KZs stand, ist mit Blut von etlichen Ukrainern geprägt, die den Aufstand gegen die wahnsinnigen Pläne Hitlers gemacht haben und die Gründung seines rassistischen, tausendjährigen Reiches verhindert wollen. Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück diente als Ort der Inhaftierung von vielen ukrainischen Frauen sowie unzähligen Mitgliedern des ukrainischen Widerstandes gegen
das Nazi-Regime, der in der Ukraine und im Deutschen aktiv tätig war. Im waren Dutzende von ukrainischen Studenten und Akademikerinnen inhaftiert, die während des Krieges in Westeuropa studierten, weil das deutsche Besatzungsregime alle ukrainische Hochschulen schließen ließ, mit der Begründung, dass die ukrainischen Sklaven nicht mehr als Klassenschule brauchen. Es ist klar, dass sowohl die Nazi-Invasoren als auch Stalins Mörder, die so einen Genozid betrieben haben, zunächst das Gehirn der ukrainischen Nation vernichten wollten, dann das ukrainische Volk laut ihrer Pläne schneller versklavt werden könnte. Die Namen vieler Ermordeten und zum Tode gequälten Unternehmen sind bereits festgestellt worden. Nachgewiesen ist aber auch die nur 18 Monate alte Zoja, deren Mutter Daria Verdachtista-Levi in Ravensbrück inhaftiert worden war, Mutter und Tochter überlebten die Frau Ravensbrücks. Dennoch warten noch weitere Namen vieler anderer Ukrainer auf ihre Identifizierung. Das menschliche Gewissen wird sie der Vergessenheit entreißen. Die Weltliga der ukrainischen politischen Gefangenen, die hunderte Ex-KZ und Gefängnissäfte vereinigt, sagt ihren aufrichtigen Dank dem Internationalen Ravensbrück-Komitee sowie der Leiter der Mann- und Gedenkstätte Ravensbrück in Sachsenhausen für ihre freundliche Genehmigung zur Errichtung der Gedenktafel an die ukrainische Opfer von Ravensbrück. Bis heute gab es dort keinen Gedenkstand und lange blieb die Wunde unserer kollektiven Verpflichtung gegenüber denjenigen Personen offen, die gestorben sind und gelitten haben für die Liebe zum ukrainischen Volk und für seine Verteidigung gegen die völkischen Pläne und Hitlers Komplizen. Die Reihen unserer Organisation richten sich von Jahr zu Jahr. Deshalb freuen wir uns, heute einen sehr glücklichen Tag erleben zu dürfen. Einen Tag, an dem die Gedenktafel an so viele gestorbene Ukrainer eröffnet wird. Ähnlich wie diejenigen Gedenkmäler, die auf den Friedhöfen zur Erinnerung an die Storbenen stehen. Möge die Erinnerung an jene Ukrainer, die vom NS-Regime Leid und Tod erfahren haben, in Ewigkeit liegen, nicht nur im Gedächtnis von ihren Landsleuten, sondern in Erinnerung aller, die hierher kommen, um der Opfer des Nazi-Terrors zu gedenken. Die Namen von Weltliga politische Häftlinge, Bogdan Kaczor, Präsident, Igor Sekretär und Ida Marczuk als Mitglied und Häftlinge.